Als Notation für den Cube braucht man nur right und right inverted. Dann left und left inverted. Das ist die gesamte Notation, die man für den Cube braucht. Also die Methode ist die von Monkeytude und ja, man braucht nur einen Algorithmus dazu. Dann verdrehen wir diesen Cube mal. Als erstes sucht man sich eine Centerfarbe aus. Ich nehme da immer Silber dafür. Dann, also als erstes wollen wir diese Ecksteine, meine ich, richtig einfügen, so dass Silber nach unten schaut. Also der Silber, drehen wir einfach nach unten. Dann haben wir den ersten Eckstein gelöst. Danach schaut man sich diese Farben hier an, die auf der Seite. Also dieses Rosa oder dieses Grün. Dann suchen wir uns den grünen Stein. Der ist hier. Also wäre er hier oben, würde man ihn einfach nach unten drehen. Jetzt ist er aber falsch gedreht. Wenn Silber nach vorne schaut und in der rechten unteren Ecke ist, der Kantenstein, drehen wir ihn als erstes von hier unten nach hier hinten, also so, dann ist er hier. Danach dreht man ihn von hier hinten nach hier vorne und das Center wieder zurück. Jetzt kann man ihn einfach nach unten drehen. Dann sehen wir uns die nächste Farbe an. Die ist Silber. Ah, tut mir leid, lila meine ich. So, hier oben ist es. Und wir drehen es einfach hier runter. Jetzt ist er wieder falsch gedreht. Und diesmal ist dieser Stein in der linken unteren Ecke. Also machen wir das gleiche wie vorher, als er noch hier drin war. Nur gespiegelt. Von hier nach hier hinten drehen, dass er hier oben ist. Von hier hinten nach hier vorne. Und das Center wieder zurückdrehen. Jetzt einfach diese Ecke nach unten drehen. Jetzt müssen wir nur noch dieses hier richtig drehen, das ist schon an der richtigen Position. Und nach hinten drehen. Nach vorne. Center zurück. Und Eckstein rein. Danach haben wir die erste Seite gelöst. Wäre jetzt zum Beispiel einzelnen Stein hier drinnen, der aber hier reingehört, drehen wir das erste einfach so heraus und rein. Dann ist er in der richtigen Position. Und wir können wieder richtig drehen. So, nachdem wir die erste Seite gelöst haben, schauen wir uns hier oben das Center an. Das ist das blaue. Dieses wollen wir hier zwischen diese zwei Ecksteine reinbringen. Und dann kommt der erste und einzige Algorithmus. Und dieser Algorithmus vertauscht diese zwei, also das gelbe mit dem blauen und das lilane mit dem rosanen, pinken. Also, der Rhythmus geht so, also right inverted, left, right, left inverted. So, zufällig wurde schon alles gelöst jetzt. Ich mache das nochmal. So, also wenn wir das Blaue eingefügt haben, schauen wir uns wieder die oberste Farbe an. Das ist dieses Pink, das wollen wir hier reinbekommen. So machen wir einfach den Rhythmus. Right inverted, left, right, left inverted. So, lila wollen wir hier rein und
right inverted, left, right, left inverted. Und das löst sich dann alles von selber, sobald man alle Farben richtig eingefügt hat. So, jetzt gibt es hier oben auf dieser letzten Seite 3 verschiedene Fälle, die auftreten können. Einmal, dass eben 2 solche Ecksteine richtig gedreht sind und 2 nicht. Dann, dass alle Ecksteine falsch gedreht sind oder dass alle Ecksteine richtig gedreht sind. Wenn alle Ecksteine richtig gedreht sind, dann hat man Glück gehabt und der Würfel ist gelöst. Haben wir den Fall, dass hier 2 nicht gelöst sind, dann halten wir ihn so, dass eine so eine gelbe Farbe zu uns schaut und die eine nach rechts. Und dann macht man einfach den Algorithmus nur 2-mal. Right inverted, left, right, left inverted. Und nochmal. Right inverted, left, right, left inverted. So, jetzt haben wir den Fall erzeugt, dass alle falsch gedreht sind. In diesem Fall schon diese 2 hier so nach links, eines zu uns und eines von uns weg. Und dann macht man den gleichen Rhythmus wieder und auch 2-mal. Also right inverted, left, right, left inverted. Right inverted, left, right, left inverted. Und dann ist der komplette Cube gelöst.